Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, heute mal aus ungewohnter Umgebung. Ja, ich dachte, ich kriege es irgendwie ein bisschen besser im Hintergrund rein, aber gut. Leute, ein paar Worte zum Testspiel. Ich muss erst mal gucken, wo ich hier hingucke, wo meine Kamera ist. Da auf jeden Fall, okay. Ja, wir oder ich, Mara und ich sind ja gerade im Urlaub, wie ein Teil von euch weiß. Und von daher gibt es natürlich hier unregelmäßig irgendwelche Videos. Ne? Heute waren wir halt ein bisschen spät zu Hause vom Wandern, sind dementsprechend müde. Von daher wird es ein kurzes Ding hier. Ich habe auch nur die zweite Halbzeit gesehen, leider jetzt vom Testspiel. Also die jungen Wilden in Etschen nicht gesehen. Leider auf dem Bayern-Kanal. Ja, kannst ja noch nicht mehr irgendwie die Tore angucken, sind noch nicht da. Geschweige denn generell mal die erste Halbzeit. Von daher kann ich zur ersten Halbzeit leider gar nichts sagen. Ich habe gesehen, der Kader hat eins vorbereitet, eins gemacht. Und Kusi Asare mal wieder. Heute habe ich euch schon seit Wochen erzählt, ja, dass der Kusi Asare auf jeden Fall mal eine Alternative ist für den Harry Kane. Gut, am Ende waren es nur gerade über Zürich. Aber wenn man dann sieht, dass die erste Elf in 30 Minuten nichts auf die Beine gestellt hat, abgesehen von Diaz, der irgendwie Bock hatte, ja, der heiß war, Conny Leimer hat ein, zwei gute Läufe gehabt. Ansonsten war das eher Schongang, was völlig fein ist. Wir spielen Samstag Supercup gegen Stuttgart. Ja, ich denke, da wird's knallen. Da ich prophezei auch, dass Diaz da sein erstes Tor für uns macht. Heute hat er eine Riesenchance gehabt, ja, hat er nicht gemacht. Ähm, ja, ich habe den Reporter gehört, bla 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 und das so ein bisschen kritisch gesehen. Ich sehe das gar nicht kritisch. Leute, die Profis haben, oder die erste Mannschaft hat eine halbe Stunde gespielt. Ja, das war ein bisschen besseres Training vielleicht, dass sie sich schon, wenn sie Samstag schon wieder gegen Stuttgart spielen muss, um den ersten Titel, ja, aber auch immerhin, was weiß ich, 2 Mille oder sowas geht, ist doch völlig normal. Ne? Und so konnten sich die jungen Wilden zeigen in der ersten Halbzeit. Ich habe es leider nicht gesehen, wie ich schon sagte, werde ich mir im Nachgang nochmal reinziehen, auf jeden Fall. Freut mich aber auf jeden Fall, dass die erfolgreich waren, ja, und ich habe die ja noch eine Viertelstunde in der zweiten Halbzeit gesehen. Ich denke, das war alles sehr fein. Ja. Auch auf der linken Seite war das völlig fein. Und ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht da noch ein paar Worte zu King. Ähm, ja, scheint er kurz vorm Wechsel zu sein, war noch nicht mal zum Kader. Ich warte natürlich auf die offizielle Bekanntgabe, bevor ich da ausführlich was zu sage. Nicht, dass ich mich hier hinsetze, meine Meinung dazu äußere und dann wird der ganze Bums rückgängig gemacht. Generell erstmal ja, völlig fein. Ja, dass man da jetzt rumkritisiert. Ich meine, wir wissen noch keine Zahlen. So 30 Millionen rum sind durchgesickert. Ja, natürlich ist das ein Club, der keine Probleme hätte, auch 100 zu zahlen. Ja, logisch. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, auf der anderen Seite, ja, die wissen halt auch, was Phase ist. Ja, die wissen auch, dass es kaum einen anderen Club gibt, der das Gehalt zahlt, was ein King hat. Ja, und dass ein King dahin will, sorry, bei 20, 25 Millionen netto im Jahr. Ja, wenn er bei uns 20 mit Bonus hat und da 10 netto im Jahr hat, ist das verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Ja, Leute, er ist 29, wird 30. Ja, es ist sein letzter Vertrag. Völlig fein, dass du dann bei so einem Angebot schwach wirst. Ja. Und ich meine, da spielt immerhin Cristiano Ronaldo, hat da auch nochmal vielleicht Bock drauf, mit dem zusammen zu spielen. Von daher alles fein. Ja. Klar könnte FC Bayern jetzt hart sein und sagen, ja komm hier 50 Mille, sonst geht gar nichts. Ja, dann hast du wieder das Problem, dass die abspringen und jemand anders nehmen und dann hockst du weiter auf King. Ja? Also von daher ist das für mich völlig fein, wenn man die 30 Millionen da kriegen sollte. Aber wie gesagt, es gibt noch keine offizielle Meldung, es gibt noch kein offizielles Statement, das warten wir ab, dann werde ich da was zu sagen. Ansonsten nochmal kurz zurück zu Zürich. Ja, I don't know. Ja, wir leihen da Spieler hinaus. Ich habe letztes Jahr gegen Abstieg gespielt. Ich weiß nicht, wie stark die Mannschaft ist oder nicht. Aber wenn unsere Jugendspieler, ja, ähm, da 2-0 führen, ich habe mir die Statistiken angeguckt, sahen auch nicht so schlecht aus. Also kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Ähm, ja, Gradmesser, ihr wisst selber. Also Testspiele interessieren am Ende des Tages keine Sau. Klar, so ein 14-0 gegen Tottenham war schön, aber am Ende kriegst du da auch nichts für. Aktuell, was man positiv oder gerade herausheben muss, ist, dass Lennart Kahl und Kusi Asare liefern in der Offensive. Aber auch die anderen Jugendspieler bisher sehr stark. Auch ein Bischof hat mir auf jeden Fall gefallen.
Da sieht man, dass Alternativen da sind. Ja, und da kann man dann vielleicht auch ein bisschen lockerer sagen, man gibt einen King ab. Ähm, Ich gehe davon aus, dass nochmal was nachverpflichtet wird. Aber wer weiß. Ich weiß nicht, was mit Serge ist. Er wurde ausgewechselt, habe ich nur gelesen. Mal abwarten. Aber gut, dass Serge mal irgendwie länger wie 4 Wochen da ist, ist ja auch nichts Neues. Oder? Gut, das soll es auch schon gewesen sein, Leute. Nur ein kurzer Abriss hier. Wie gesagt, wenn King safe ist, wahrscheinlich morgen, übermorgen oder sowas, dann setze ich mich nochmal hin, dann werde ich da mal ein bisschen ausführlicher was sagen. Weil King ist ja schon eine Figur bei uns im Verein gewesen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht finde ich ja auch draußen ein Plätzchen, wo ich das machen kann. Genau. So wird's laufen. Leute, Grüße aus den Bayerischen Alpen. Ja, wer sich auskennt hier. Und ja, Stuttgart werde ich natürlich mir reinziehen. Und dann gibt es auch ein kurzes Video zu, aber halt nicht in der gewohnten Form wie sonst. Ne, das zur Info. Wie gesagt, ich bin noch bis 24. in Urlaub. Bedeutet auch zum Bundesligaspiel. Wo ich immer noch hoffe, dass ich vielleicht noch Karten auf den Zweitmarkt kriege, das weiß ich noch nicht. Wenn, dann bin ich im Stadion natürlich und ansonsten ja, werdet ihr auch diese Art Video nach dem Bundesligaspiel sehen und dann erst ab dem zweiten Spieltag Videos in gewohnter Manier. Gut, Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, ja, schreibt einen Kommi, macht einen Daumen, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann, tschüssi.